Heute ist der Tag. Heute ist mein Tag. Der Tag, an dem sich alles für mich verändern wird. Ich hätte es ja selbst nie gedacht, aber heute werde ich mich trauen. Ich werde die Dinge in die Hand nehmen. Viele vor mir haben es auch schon gemacht, aber für mich wird es was ganz Besonderes. Warum spreche ich eigentlich zu mir selbst? Ach egal, es wird einfach klasse. Jetzt geht's los. Ich kann es kaum fassen. Es beginnt ein neuer Lebensabschnitt für mich. Schön, ich bin endlich angekommen. Oh, du bist ein Gültischer. Hast du mir sogar eine Röse mitgebracht? Oh, das ist aber lieb von dir. Wie sieht's aus? Magst du raus? Oder rein? Hä? Servus Leute, willkommen bei den Couch Critics. Heute möchten wir euch einen Film vorstellen von einem meiner Lieblingsregisseure, Kevin Smith. Kevin Smith kennt ihr vielleicht aus Filmen wie Clerks, Chasing Amy, Dogma oder einfach in der Rolle des Silent Bob. Und wir zeigen euch heute den neuesten Film von ihm, Red State. Am Anfang von Red State werden ein paar wichtige Protagonisten vorgestellt. Zum Ende werden das 3 Schüler im Teenageralter und zum anderen eine Gruppe schwulefeindlicher Christen. Ja, und wie das nun mal bei Teenies und radikale Christen ist, reden sie unabrochen vom Vögle. Heilige Scheiße! Cooper Stell? Was, echt? Gibt's doch gar Wir nicht. kriegen sie, Männer. Warum sollte sie uns vögeln? Oder auch nur einen von uns? Weil ich seit 2 Wochen mit ihr chatte und Interesse besteht. Und dann fahren die 3 Jungs in so einen Trailerpark, wo sie dann so all die hässliche Schabrack durchnehmen wollen. Während sie auf dem Weg nicht aufpassen, rammen sie noch ein Auto. Was ziemlich krank ist, ist die Tatsache, dass in dem Auto der Sheriff hockt und der kriegt gerade von so einem Burt Reynolds in einer Geblose. Und weil die Jungs dann Schiss kriegen, setzen sie einfach ihren Weg zu der alten Schabrack fort. Los, ein Mann! Die Alt ist zwar nicht wirklich das Gelbe vom Ei, dafür scheint es aber echt billig und willig zu sein. Ich wette, ihr Kerle seid schon teuflisch geil, stimmt's? Aber vor dem Rudelbumse sollen sie mal kräftig einer saufen. Und keiner kommt rein, bevor nicht 2 davon weg sind. Grund dafür sind die böse Absichten von der Frau. Was die 3 Schmalspurwichser nämlich nicht wissen, die Getränke sind mit Betäubungsmittel gepanscht. Alter, was ein Schlamm. So kommt's, dass einer von den 3 anschließend in einem Käfig aufwacht und Kirchengesang hört. Okay, das reicht. Lass mich hier raus. Das ist nicht witzig, ja? Und warum er und seine Freunde in der Kirche hocken, erfahren wir vom Pfarrer der radikale Christen höchstpersönlich. Lehre uns die Weisheit, lehre uns Ich die predige Weisheit. die Weisheit, predige hier und predige dort. Ich predige überall, oh ja. Und wer ist Gottes größter Feind? Auf Erden, Cheyenne? Satan. Satan. Das stimmt, Baby. Satan. Jawohl. Und wer ist Satans Werkzeug auf Erden, Fiona May? Homosexuelle. Richtig, meine Kleine. Cheyenne. Mein Häschen. Sei so gut und bring die Kinder raus, denn die nächste Lektion ist für die Erwachsenen unter uns. Um ein Exempel an Sündiger zu statuieren, wird gleich mal ein Homosexuelle per Kopfschuss erledigt. Packt ihn richtig gut ein, Jungs. Und wischt seinen Speichel weg. Zur Hölle mit
dreckige Schwanzlutscher! Scheiße, was denn der arme Bube dann droht, das kann er eigentlich wohl schon denken. Nein, ich bin nicht schwul! Nein! Plötzlich wird die Veranstaltung vom Hilfs-Sheriff gestört. Der hat ja eigentlich bloß ein paar Fragen an den Pfarrer. Ich versuche einen Unfall aufzuklären. Ein Kombi hat einen Wagen gestreift auf der Route 9. Oh mein Gott, jemand verletzt? Nein, Sir, beim Unfall war keiner im Wagen, aber... Ich sehe dort einen Wagen stehen, der Schäden aufweist, die zur Beschreibung passen. Aber währenddessen wird im Hintergrund einer von den Jugendlichen beim Fluchtversuch erschossen. Tja, der Sheriff aber kriegt davon natürlich auch Wind. Doch der liebe Pfarrer weiß genau, wie er den Sheriff erpressen kann. Brauche sofort Verstärkung! Wiederhole! Sofort Verstärkung! Ich mach das, Daddy. Scheiße! Wo ist mein Deputy? Wissen Sie, Gott sieht alles, Mr. Schwuchtel. Gott macht auch Fotos. Unschickliche von Männern, die Männer besteigen oder sonst wie befriedigen. Einige unerfreuliche Dinge sind passiert. Vergessen Sie sie. Dann muss ich Frauchen keine hässlichen Bilder schicken. Das setzt der Sheriff natürlich ziemlich unter Druck, aber zum Glück kennt er einer vom ATF. Und das ist kein geringerer als John Goodman. Der ist zwar alt, weiß aber wie der Hase läuft. Und deshalb übernimmt er den Job, dort aufzuräumen und die Jungs rauszuholen. Leider läuft es jedoch ein bisschen anders, denn der Sheriff, der Depp, erschießt einer von den Jungs während des Einsatzes. Was soll das? Was soll das? Was war das, du Wichser? Dann fangen dann noch die Assi-Christen mit dem Ballerer an und die Geschichte läuft komplett aus dem Ruder. Ich brauch Verstärkung! Und das ist dann die Stelle, wo die Scheiße der Ventilator trifft. Und das ist eine richtig krasse Scheiße, weil das ATF anschließend den Auftrag erhält, wirklich jeden zu erschießen. Selbst die Kinder! Beseitigung einer Terroristenfamilie heißt es jetzt. Aber schließlich dürfen die Regierungsbeamte nicht schlecht durchstehen. Weil wenn nur einer überlebt und es erzählt, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Unmöglich, Mann. Da sind Frauen und auch mehrere Kinder drin. In der Story geht es dann so weiter, dass noch ein lange Feuergefecht und viele moralische Fragen plötzlich so ein lautes Horn ertönt. Alter, was zur Hölle? Und was es damit auf sich hat, müssen wir leider selbst rausfinden. Wir möchten euch doch nicht das Ende verraten. Also bei Red State war es leider so, dass wir geteilter Meinung waren. Ich finde ihn super. Ich finde ihn nicht so gut. Und warum das so ist, erfahrt ihr jetzt im Fazit. Also mir haben an dem Film verschiedene Punkte wirklich nicht gefallen. Das ist zum Ende die unzusammenhängende Storyline und die viele Genrewechsel im Film. Zum anderen ist es die Tatsache, dass gerade wenn man eine Bindung zu den Charaktere aufgebaut hat, einer noch um andere erschossen wird. Außerdem finde ich, dass nur zwei Personen in dem ganzen Film einen Charakter haben. Und das ist zum Ende der Pfarrer und zum Zweiten der Einsatzleiter vom ATF. Insgesamt ist mir der Film auch wirklich zu kurz vorgekommen. 1 Stunde 16, das ist hart an der Grenze. Ich muss ehrlich sagen, dass nach dem Fiasko Cop-Out meine Erwartungen an Red State nicht wirklich hoch waren. Was ich dann aber gesehen habe, fand ich persönlich richtig geil. Sowas habe ich in einem Film vorher noch nie erlebt. Der Wechsel zwischen Horror, Reden à la Tarantino und Action fand ich einfach bombastisch. Vor allem die Action-Szene und diverse Kamerafahrten fand ich richtig gut in Szene gesetzt. Und das Ende fand ich auch geil, weil es einfach mal was anderes war. Ich persönlich kann bei der Art von Film gern über flache Charaktere hinwegsehen. Und dafür, dass Kevin Smith noch nie so eine Art von Film gemacht hat, ist er echt gut geworden. Ihr habt es vielleicht schon bemerkt, am besten machen ihr euch selbst ein Bild von dem Film. Unser Tipp, leiten euch aus oder kauft ihn billig für einen Zehner. Wir möchten auch nochmal betonen, dass die 18er Version hierzulande angeschnitten ist. Steht 18 drauf? Ich sag 18 drin. Wir hoffen einfach an der Stelle, dass wir euch einen guten Eindruck von dem Film vermittelt haben. Halt die Fresse, alter Sack! Alla hopp! Tschüss! Ihr könnt es später angucken.
Ich mache einfach so. Egal, mach's das. Ah! Ah! Fast. Hast du mir eine Röse mitgebracht? Den Bümsen, ja! Ey, das wäre aber nicht nötig gewesen. Aber für dich mach ich doch alles, mein Liebchen! Okay, hopp.